Zum Start in die neue Serie Wagnisbeziehungen. Meine Frage an dich: Wann hast du das letzte Mal in deinem Leben etwas Mutiges gemacht? Vielleicht ein Sprung von einem 10-Meter-Turm, wo du da oben gestanden bist. Oder ich erinnere mich, wir sind im Frühling in der Ferien im Tessin und da gibt es so eine lange Hängebrücke. Und ich muss sagen, das ist also ein spezielles Gefühl, wenn man dann dort steht und so drüber läuft und so die Schlucht durchabschaut. Es geht relativ weit dort oben runter. Vielleicht ist es aber etwas, das dich auf eine andere Art und Weise Überwindung gebraucht hat. Ich weiss nicht, vielleicht hast du deinen Job gekündigt oder sonst irgendetwas, was dir jetzt in den Sinn gekommen ist, wo du sagst. Magst du dich noch erinnern, wie es dir dabei gegangen ist? Das Gefühl von der Aufregung in dir rein, der Nervenkitzel, die Unsicherheit, kommt es gut, kommt es nicht gut? So ein das Gefühl von, ja, jetzt lebe ich so an der Grenze vom Abgrund. Der nächste Schritt könnte der sein, der etwas verändern tut. Oder vielleicht irgendein anderes Gefühl, das dich begleitet hat. Wenn wir dem Serientitel Wagnisbeziehung folgen, dann wagen wir alle immer wieder mutige Sachen, tagtäglich. Weil wir alle leben in Beziehungen drin. Ich habe dann natürlich, wie man das so macht, in der Predigtvorbereitung eine Google-Suche zum Thema Wagnis gemacht und ich habe ein bisschen schmunzeln. Was denkt ihr, was zuoberst gekommen ist? Ist ein Text von der SUVA gekommen, wo gestanden ist, welche Sportarten das als Risikosportarten gelten und dann zu Leistungskürzungen würden führen. Also, wer ein Wagnis eingeht, der geht immer auch ein Risiko ein. Und wir Schweizer, einfach, dass das für alle klar ist, haben das super geregelt, was denn das heisst und was für Konsequenzen das hat auf allfällige Versicherungsleistungen oder Taggeldleistungen. Ein Wagnis gemäß Definition meint ein riskantes Vorhaben, beziehungsweise die Gefahr oder die Möglichkeit vom Verlust oder vom Schaden. Ein Wagnis ist also zugleich ein Risiko und eine Chance, die man eingeht. Man versucht, etwas zu wagen, ohne zu wissen, was genau dabei rauskommt. Und so ist es ein Abenteuer, vielleicht aber auch eine Herausforderung. Und uns ist mega wichtig, wenn man jetzt da Beziehungen hört, dann denkt man vielleicht zuallererst an partnerschaftliche Liebesbeziehungen zwischen zwei Menschen. Und die sind sicher auch gemeint. Wir haben aber ganz bewusst den Begriff Beziehung ein bisschen weiter fassen. Ich glaube, wir alle leben in engen, nahen Beziehungen, vielleicht daheim, in der Familie, vielleicht in einer Wohngemeinschaft, wo wir miteinander unterwegs sind, vielleicht mit engen Freundinnen und Freunden, wo man über Jahre und Jahrzehnte hin unterwegs ist, oder in anderen Formen. Also wir alle kennen so Beziehungen, die eine besondere Qualität haben und kennen auch die Chancen, aber vielleicht manchmal auch die Herausforderungen, diese Beziehungen zu gestalten in unserem Leben drinnen. Und vielleicht geht es dir so, wie es mir oft geht, dass ich das Gefühl habe, je näher dass man sich ist, desto herausfordernder und schwieriger ist es doch auch, die Beziehungen dann auch wirklich zu gestalten. Manchmal hat man sich so gern und man ist sich so nahe. Und manchmal schreibt man sich aber auch am meisten genau an diesen Orten. Oder auswärts geht es immer ein bisschen besser, auch mit den Kindern. Kennen Sie das? Unglaublich, manchmal denkst du, oh, nein, die sind, wie Lämmli sind es gewesen. Ist auch schön, ist auch schön. Uns war bewusst bei diesem Thema Beziehungen, da kann man nicht alles sagen. Auch nicht die 2 Teile, die die Serie wird haben. Und wir fokussieren uns darum so auf 2 Kernpunkte, im Wissen, dass es noch vieles anderes gibt, was auch dazugehört. Zu gelingenden Beziehungen, zu gelingenden Freundschaften und Partnerschaften. Wir fokussieren heute auf Verbundenheit und das nächste Mal auf den Umgang mit Konflikten. Etwas, was mir schnell aufgefallen ist, wenn es um Beziehungen geht, ist, dass die Herausforderungen, die uns manchmal entgegenkommen im Umgang mit Beziehungen, Herausforderungen sind, die nicht das Phänomen der Moderne sind. Also wir sind jetzt nicht im Jahr 2023 die ersten Menschen, die plötzlich vor der Herausforderung stehen, wie man Freundschaften, Beziehungen in den Familien, in einer Partnerschaft gut gestalten kann. Ein schneller Streifzug durch die Bibel durch macht uns klar, eigentlich schon von der ersten Seite an, schon von den ersten Kapiteln an, gibt es ganz viele Geschichten, die sich diesen Spannungen widmen zwischen den Brüdern, zwischen Männern und Frauen, zur Zeit vom Alten Testament auch unter den verschiedenen Frauen von einem Mann, oder zwischen Freundschaften, die da sind, bis hin zu auf ganz andere Ebenen drin. Also Beziehungsgestaltung ist seit jeher eine Aufgabe, die der Mensch bekommen hat, die verbunden ist mit einem Wagnis, mit Chancen, aber auch mit dem Risiko. Wo man etwas wagt, ohne zu wissen, was dabei rauskommt. Auf Gefahr raus, dass man sich in so Beziehungen hineingibt
und sie zerbrechen da und dort auch. Und ich finde das einen tröstlichen Umstand zu wissen, dass auch die Leute, die zur Zeit der Bibel gelebt haben, wissen, was es heisst. Wie herausfordernd dass es manchmal sein kann, Beziehungen zu gestalten. Wie anstrengend, wie schön, wie erfüllend, wie manchmal aber auch frustrierend oder verletzend, dass es sein kann, gemeinsam unterwegs zu sein. Der Wunsch, das Bedürfnis nach Gemeinschaft ist im Menschen hineingelegt. So sagt Gott zum Adam in dieser Schöpfungsgeschichte hinein: Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Der Mensch ist geschaffen für das gemeinsame Unterwegssein mit anderen Menschen, mit allen schönen Seiten und mit allen Herausforderungen, wo das drin hineinkommt. Und so haben wir dieser Frage nachgehen: Was braucht es denn, um vertrauensvolle, ehrliche und unterstützende Beziehungen zu bauen, auch in unserem Leben drin? Wir haben uns entschieden, in dieser Serie ein bisschen in die Bibel einzutauchen, ganz speziell, relativ tief in Texte aus dem Epheserbrief. Und vielleicht ein paar Gedanken zu dem Epheserbrief. Das ist ein Brief, wo der Paulus, er war Leiter von den ersten Kirchen. Er hat die Kirchen gegründet und ist diesen Kirchen auch vorgestanden. Und er hat ihnen dann da Briefe geschrieben. Und das Spezielle an dem Epheserbrief ist, der ist im Gegensatz zu anderen Briefen nicht ganz so persönlich. Also der Paulus hat zwar über 2 Jahre in dem Ephesus gelebt, hat die Kirche dort gegründet und viele Beziehungen gehabt, aber im Unterschied zu anderen Briefen merken wir, dass eigentlich keine Anspielungen oder keine Erwähnungen von Namen oder Anspielungen auf Situationen in dem Brief vorkommen. Auch der Schreibstil ist ein bisschen schwungvoller als an anderen Orten. Und so geht man ein bisschen davon aus, dass es zwar an die Kirchen in Ephesus geschrieben worden ist, aber dass es vielleicht mehr den Charakter von so einem geistlichen Testament, also von wichtigen Anliegen, die der Paulus haben und teilen, der Paulus hatte und wollte teilen, dass das ein bisschen das Kennzeichen ist von dem Epheserbrief. Und dass es wohl eine Art Rundschreiben war, wo in verschiedenen Kirchen dann vorgelesen worden sind. Und so hat der Paulus einen ersten Teil, der ist eher so ein bisschen theoretisch, wo er erklärt, was das Geheimnis vom Evangelium ist. Was heisst es eigentlich, die gute Nachricht, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, sein Leben hingegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben findet. Das erklärt das zuerst und in einem zweiten Teil macht das dann ganz, ganz praktisch dort drin. Und so kommt dann im Kapitel 5, einen längeren Abschnitt, Kapitel 5 und Kapitel 6, wo es eben um Beziehungen im engsten Kreis geht. Und das ist im Haushalt der damaligen römischen Gesellschaft. Es sind 3 Beziehungen, die angesprochen werden. Die Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau, die Beziehung zwischen dem Vater und seinem Kind und die Beziehung zwischen dem Hausherr und den Haussklaven. Also in der damaligen Zeit hat der Haushalt bestanden aus dem Ehepaar, aus den Kindern, die dort gelebt haben, und aus den Hausangestellten, die in der damaligen Zeit auch Teil sind von dem Familiensystem. Und der Paulus leitet diesen Abschnitt ein mit einem spannenden Zitat, wo es heisst, schnell da noch den Marker führen. Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Und das besondere Wort ist das, was da in der Mitte steht, einander. Also in einer Zeit, wo die Hierarchie in der Gesellschaft und in der Familie glasklar war. In einer Zeit, wo der Pater von der Familie, der Vater, das Oberhaupt war und sowohl das Oberhaupt war von der Frau, wie von den Kindern, wie auch von den Sklaven, überrascht Paulus alle ein bisschen auf dem linken Fuß und sagt, wenn ihr gelingende, tragfähige, vertrauensvolle Beziehungen bauen wollt, gerade besonders im engsten Kreis der Familie, dann steht das alles auf einem Fundament. Auf einem Fundament, wo Jesus gelehrt hat, auf einem Fundament von der gegenseitigen Achtung, von der gegenseitigen Unterordnung, unabhängig von Status, unabhängig von Herkunft, unabhängig von sozialem Rang, von Alter oder von irgendetwas. Es ist das Prinzip, dass die Bibel uns auffordert, die Würde und die Ebenbildlichkeit vom Gegenüber zu anerkennen. Jeder Mensch ist geschaffen von Gott, einzigartig, und jeder Mensch hat von Gott eine besondere Würde bekommen. Und gelingende Beziehungen startet immer dort, wo wir das anerkennen. Egal, wer er uns gegenüber ist, egal, was für eine Person ist. Dass wir sagen, ich bin nicht mehr als du, ich bin nicht besser als du, ich stehe nicht über dir und du unter mir, ich befehle nicht und du hast zu folgen, sondern man ordnet sich
gegenseitig unter. Ich glaube, es hat ein bisschen geschockt. Es ist etwas, was man nie gelesen hat. In keiner Art von Ratschlag oder Rathilfe, wo man dazumal hätte finden irgendwo. Das Einzigartige, was auch uns in unseren Beziehungen herauszufordert. Ja, wie sehe ich dann mein Gegenüber? Wie gehe ich mit dem um? Und der Paulus, für ihn ist das besonders wichtig gewesen. Und wir sehen zum Beispiel im Philipperbrief, in einem anderen Brief, den er auch geschrieben hat, ein Zitat, wo das auch auf die Kirche abbrechen tut, wo er sagt, jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein. Da hat es noch ein Auch. In anderen Übersetzungen steht, soll auf das Wohl der anderen bedacht sein. Nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Und dann kommt auch da, es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Das Prinzip von der Anerkennung, von der Würde und von der Ebenbildlichkeit, das Prinzip davon, das Wohl vom anderen im Blick zu behalten, ist das Fundament von tragfähigen und vertrauensvollen Beziehungen. Und da erinnern wir uns an das Thema, das uns das ganze Jahr durch beschäftigt. Das Thema Agape, Liebe, die wächst. So eine göttliche Liebe, die eben nicht aus dem heraus motiviert ist, was ich zurückgewinnen kann, was ich überkomme, sondern aus dem heraus motiviert ist, was ich zu verschenken habe. Und das ist die Liebe, die Jesus vorgelebt hat. Es ist die göttliche Liebe, wo wir aufgefordert sind, auch in unseren Beziehungen, in der Familie zu leben. Stellen wir uns für einen kurzen Moment mal vor, was würde das ändern, wenn alle Beziehungen auf dieser Welt nach so einem Prinzip gestaltet würden? Vielleicht gerade auch in der aktuellen Situation, in der aktuellen politischen Weltsituation drin. Wenn die Menschen nicht auf sich selber würden achten und auf ihr eigenes Wohl und Bedürfnis, sondern aufs Gegenüber. Ich habe mal eine Geschichte gehört, die versucht, den Unterschied zwischen Himmel und Hölle zu beschreiben. Und sie sagt, beides sind Orte, wo es ein grosses Festmahl gibt. Und stell dir die Hölle vor als einen Ort, wo es ein grosses Festmahl gibt und in der Mitte steht ein grosser Topf mit etwas fein duftendem zu essen. Und außenrum hocken ganz viele Leute und sie alle sind dort und möchten ihre hungrigen Magen füllen mit dem feinen Essen, das dort ist. Und jeder, der dort hockt, hat in seiner Hand so einen langen Löffel mit einem langen Stiel, den er aber auch nur hinten heben kann. Und es heisst dann, die Hölle ist der Ort, wo du siehst, wie Menschen versuchen, aus dem Topf rauszuschöpfen und sich selber irgendwie mit Mühe und Not den Löffel ins Maul hineinzustecken. Und du siehst, wie sie hungern, weil jedes auf sein eigenes Wohl schaut. Und die Geschichte geht weiter und sagt, und dann ist es der Himmel. Und auch im Himmel hat es ein grosses Festmahl. Und auch bei diesem Festmahl im Himmel steht es mit drin, ein feiner Topf mit fein duftendem Essen. Und auch da hat es Menschen, die aussen rumhocken, mit Löffeln, mit langen Stielen. Aber anstatt, dass sie versuchen, sich selber das zu geben, gibt jeder am anderen aus dem Topf raus. Und so bekommen alle genug. Es ist so das Bild, das sich in mir eingebrannt hat, für den Umgang miteinander, wo bedacht ist, nicht zuerst auf den eigenen Vorteil, sondern auf den von anderen. Das Krasse ist einfach, wenn wir uns Gedanken über diese Sachen machen, werden wir schnell eingeholt von der Realität, dass es nur schon in meinem eigenen Leben, wahrscheinlich auch in deinem Umfeld, aber wenn man dann in die Welt raus schaut, ein bisschen anders zu und her geht. Wir Menschen scheinen irgendwie natürlicherweise darauf getrimmt zu sein, zuerst komme ich und dann alle anderen. Ich schaue zuerst für mich. Jeder ist seines Glückes selber Schmied oder wie auch immer man es dann sagen will. Die Realität ist, dass so ein Umgang miteinander oft Menschen unmöglich scheint. Es ist eine Art vom Umgang miteinander, wo uns irgendwie zuwiderläuft, unserer natürlichen Art und Weise, wie wir würden reagieren. Und das Schöne finde ich, dass der Umstand, dass wir da dringend angewiesen sind auf göttliche Hilfe, auch an Paulus nicht verborgen war. Und jetzt will ich etwas machen, das ein bisschen speziell ist, nämlich einen tieferen Blick nochmal in den Vers vom Epheserbrief. Ich habe das Privileg im Rahmen von meiner Abschlussarbeit beim Theologiestudium sehr vertieft über den Vers nachzudenken. Und es gibt einen Umstand, den ich finde, der in den deutschen Übersetzungen nicht ganz so gut überkommt. Jetzt, das heisst nicht, dass die Übersetzungen falsch sind, aber manchmal muss man ja Entscheidungen treffen, weil man einfach nicht alles darstellen kann, was in so einem Text steckt. Und es gibt dort gute Gründe und Annahmen davon auszugehen, dass in dem Vers, im Epheser 5,
5 Wörter direkt mit einem Prinzip verbunden sind. Das sind sogenannte Partizipien, also Wörter mit machend. Das wird aber nicht der Einfachheit halber nicht immer so übersetzt. Und jetzt lese ich euch den Text so vor. Es heißt dort, und berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, also besauft euch nicht, sondern werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und jetzt kommt's, redend zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in euren Herzen, danksagend alle Zeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und jetzt da der Abschnitt, wo oft dann abtrennt wird, sich einander unterordnend. Und da sind wir wieder dort, wo wir vorher sind, bei dieser Aufforderung, ordnet euch einander unter. Das denkst du vielleicht ein bisschen Wortklauberei, gell? Ein bisschen Spielerei. Ich gebe es zu. Es ist etwas, wo der Sinn von dem Abschnitt nicht grundsätzlich verändert. Aber es ist etwas, was ich finde, hilft uns zu verstehen, unter welchem Licht wir die Herausforderung, den Auftrag, gelingende Beziehungen zu gestalten, können verstehen. Es ist etwas, was sich Gott selber mit drin nimmt. Das heisst nämlich, werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und das Schöne an diesen Partizipien ist, dass sie immer eine doppelte Bedeutung haben können. Sie können also sowohl Ursache für etwas sein, als auch Folge von etwas. Man könnte das jetzt übertragen sagen, dass aus dieser Erfüllung heraus, mit dem Heiligen Geist heraus, die Kraft in unserem Leben wächst, sich gegenseitig zu unterordnen. Oder wie es der Paulus im Philipperbrief sagt, dass wir uns am Vorbild von Jesus orientieren. Und Gott selber hilft uns mit seiner Kraft da drin. Es ist also eine Folgerung. Aus der Fülle, aus dem Unterwegssein mit Gott, werden wir immer wieder daran erinnert. Werden wir immer wieder darauf hingewiesen von Gott, die Würde und die Ebenbildlichkeit von unserem Gegenüber zu sehen. Wir werden immer wieder darauf hingewiesen, und wenn du mit Gott unterwegs bist, wirst du das auch erlebt haben, dass er den Finger auf deine Selbstsüchtigkeit und auf deinen Egoismus legt. Und dass er dir immer wieder den Spiegel anhebt und sagt, hey, pass auf, jetzt schaust du fest für dich selber. Es ist gleichzeitig aber nicht nur Folge, sondern auch Ursache. Zum Teil wird übersetzt in dem. Also die Fülle vom Geist, die Fülle von Gott, der Platz, wo Gott in unserem Leben haben kann man auch fördern, indem dass man eben diese Sachen da beherzigen tut. Unter anderem, indem dass man Beziehungen gestaltet, wo man nicht auf seinen eigenen Vorteil aus ist. Es ist etwas, wo auch die Fülle von Gott und von dem Geist in unserem Leben hinein fördern kann. Und so will ich eigentlich zusammenfassend das sagen. Also ich glaube, der Paulus hat ganz genau gewusst, wie schwierig das manchmal ist, Beziehungen zu gestalten, wo man sich gegenseitig unterordnet. Und er ruft uns zu und sagt, es gibt da eine Quelle von der Kraft, es gibt da eine Quelle von der Unterstützung, es gibt da einen Ort, wo du hingehen kannst, wo dir hilft, im Gestalten von deinen Beziehungen. Lade dich ein auf das. Und ich füge daran, bist dir aber auch bewusst, wenn du das machst, das challenge dich immer wieder dazu, dich selber zu fragen, hey, wo geht es mir jetzt um mich und wo geht es mir ums Gegenüber? Wo achte ich mein Wohl höher als das von anderen? Zum Beispiel meinem Partner. Dann wird es dann praktisch, gell? Oder dem Kind. Oder anderen Menschen in dieser Wege, wo du lebst. Oder in Freundschaften, wo du unterwegs bist. Wo geht es um dich? Und wo geht es dir aus tiefstem Herzen ehrlich ums Wohl vom anderen? Und so will ich zum Schluss noch auf 3 praktische Gedanken eingehen, die in der Folge dann eigentlich in diesem Bibeltext auch noch vorkommen. Und wir gehen ein bisschen schnell da durch. Ich lade dich ein, wenn du willst, mal in der Tiefe noch ein bisschen darüber nachzudenken. Du findest das alles im Kapitel 5 vom Epheserbrief. Das erste Geheimnis, was es heisst, in der Praxis mit Gott unterwegs zu sein und so Beziehungen zu gestalten, ist eine Anordnung, die von den Männern an die Männer geht, von Paulus. Aber ich glaube, wir können sie im Sinn von dem Vers «Liebe deinen Nächsten wie dich selbst» auf alle von uns anwenden. Es ist eine hingebungsvolle Liebe. Das heisst, ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben. So eine Liebe, wie sie Christus gehabt für die Menschen, so eine Liebe, wie der Paulus uns auffordert zu haben im Umgang miteinander, ist eine Liebe, die wegschaut von sich selber, die sich verschenkt.
Eine Liebe, die sich nicht zuerst fragt, was bringt es mir? Die nicht zuerst versucht, den Löffel ins eigene Maul hineinzustopfen, sondern die sich fragt, was kann ich machen, um dem anderen zu dienen. Eine Liebe, die sich immer wieder mit dieser Tatsache auseinandersetzt, dass wir als Menschen den Hang und Tendenz dazu haben, egoistisch zu sein. Die es wagt, in den Spiegel zu schauen. Die es wagt, sich einzulassen auf das. Immer wieder umzukehren und zu sagen, jetzt bin ich auf meinem eigenen Weg unterwegs gewesen. Umzukehren und zu sagen, Herr, es tut mir leid. Jetzt habe ich zuerst auf mich geschaut. Hilf mir, um ein Mensch zu werden, der andere im Blick hat. Es muss uns immer wieder orientieren an dem Vorbild von Jesus, der alles Recht gehabt hätte, um für sich selber zu schauen. Er, der Gott, der auf die Erde gekommen ist. Er, der Schöpfer von Himmel und Erde. Er, der alles richtig gemacht hat. Aber er hat es nicht an sich geklammert, das Leben. Er hat seinen eigenen Vorteil nicht ausgenutzt, sondern er ist gegangen bis zur letzten Meile und hat sein Leben hingegeben für uns. Beziehungen zu bauen, die von Intimität und Vertrautheit geprägt sind, erfordert immer wieder Hingabe von uns. Hingabe. Ein zweiter Gedanke, der ein bisschen später dann kommt, steht unter dem Titel Fürsorge. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Happy wife, happy life. Ja, ihr seht, die Wahrheiten, die liegen tief in der Bibel drin. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genauso wie Christus es mit der Gemeinde macht. Der zweite Ratschlag, den ich euch geben kann, bezieht sich auf Fürsorge. Fürsorge in dem Sinn, dass ich mir zwei Fragen stellen kann. Die eine Frage, was macht mich aus? Was für Stärken, was für Talent, was für Ressourcen habe ich? Das könnte ein Indiz dafür sein, was du anderen zu schenken hast. Also wenn du viel Geduld hast oder Verständnis, wenn du eine Begabung dafür hast, gute Ratschläge zu geben, dann könnte das etwas sein, was Gott möchte brauchen. Wenn du so wie ich eher ein unbeschwerter Typ bist, der flexibel und spontan ist, dann ist das vielleicht das Talent, das Gott dir gegeben hat, wo du kannst in eine Beziehung hineintragen und deinen Partner oder deine Kinder, deine Familie, deine Freunde, deine Wege, wo du drin lebst, so bereichern mit dem, was du zu geben hast. Also Fürsorge kann bedeuten, sich selber zu fragen, was ist denn das, was ich zu geben, zu bringen hätte, ganz konkret in so einer Beziehung drin. Und das als Ressource zu sehen. Und auf der anderen Seite die zweite Frage, sich zu fragen, was braucht denn mein Gegenüber? Wo steht mein Gegenüber? Sich zu fragen, wie könnte ich es unterstützen? Wie könnte ich es fördern? Wie könnte ich ihm zur Seite stehen? Meinem Gegenüber, dann ganz konkret. Sich also zu fragen, vielleicht, wie sieht Gott die Person? Was hat Gott noch für Gedanken über das Leben von dem Menschen? Was ist vielleicht der Richtung, wo die Person sich hinentwickeln könnte? Oder wo braucht sie jetzt gerade? Mein Trost, mein Verständnis, mein Dasein, meine Hilfe, ganz konkret vielleicht, meine Unterstützung. Vertrauensvolle und tragfähige Beziehungen zu bauen, heisst das Potenzial von der Ergänzung wahrzunehmen und in Fürsorge zu leben miteinander. Also hingebungsvolle Liebe, Fürsorge und noch ein dritter und letzter Gedanke. Es ist wieder ein Gedanke, wo der Paulus in einen größeren Kontext hineinstellt. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist, doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Ein drittes Prinzip, ein dritter Schlüssel zu tragfähigen und vertrauensvollen Beziehungen ist Verbundenheit. Und Verbundenheit ist ein Wagnis, ist ein Risiko in unserem Leben drin. Es heisst da, dass zum Beispiel im Fall von einer Ehe zwei Menschen
zu einer Person werden. Sie verschmelzen so eng miteinander, dass das, was eine betrifft, jetzt beide betrifft. Verbundenheit, Nähe, Intimität. Aber jetzt nicht nur im erotischen Sinn, sondern auch im persönlichen Sinn. Im Sinn davon, dass man als Menschen miteinander unterwegs ist. Das Prinzip gilt auch fürs Unterwegssein in anderen Beziehungen. Blättern wir nämlich eine Seite zurück ins Kapitel 4 im Epheserbrief, dann wird die Kirchengemeinschaft als eine Gemeinschaft beschrieben. Was heisst, sie ist ein Lieb. Eine Gemeinschaft, die miteinander verbunden ist. Und an anderer Ort sagt der Paulus, sie sind so eng miteinander verbunden, wenn es eine leidet, leidet das andere mit. Und wenn es dem einen gut geht, geht es dem anderen auch gut. Ihr gehört zusammen. Verbundenheit ist das Prinzip von vertrauensvollen und vertragfähigen Beziehungen in unserem Leben drin. Und Verbundenheit ist etwas Strenges, ist etwas Anspruchsvolles in unserem Leben drin. Es ist ein Risiko. Weil dort, wo man Sachen verbindet miteinander, dort passiert ein Schaden, wenn das wieder auseinandergerissen wird oder auseinandergeht. Es hinterlässt Spuren. Und manchmal sind wir Menschen wahnsinnig gut drin, uns so fest abzugrenzen von unserem Gegenüber, dass wir ja nicht verletzt werden können. Aber das Wagnis von einer Beziehung einzugehen, bedeutet eben, sich zu öffnen mit dem Risiko, dass man Schaden nimmt. Mit dem Risiko, dass andere einem verletzt. Mit dem Risiko, dass man Schmerzen und Leiden muss ertragen da drinnen. Ich möchte zum Schluss ein Zitat vorlesen von einer amerikanischen Forscherin. Sie ist auch Autorin und TED-Talk-Rednerin. Und ihren TED-Talk über Verletzlichkeit ist sage und schreibe 63 Millionen Mal geschaut worden. Sie ist eine absolute Koryphäe in diesem Bereich und sie sagt etwas Spannendes. Verletzlich zu bleiben ist das Risiko, das wir eingehen müssen, wenn wir Verbundenheit erfahren wollen. Verletzlich zu bleiben ist das Risiko, oder man könnte sagen Wagnis, das wir eingehen müssen, wenn wir Verbundenheit erfahren wollen. Sich verletzlich zu machen bedeutet, sich zu öffnen in Beziehungen drin. Sich verletzlich zu machen bedeutet, offen darüber zu reden, was man für Gedanken, was für Gefühle das einem beschäftigen im Moment. Das ist manchmal ganz schön schwierig. Es braucht manchmal ganz schön viel Mut, auf das Gegenüber zuzugehen und zu teilen, wie es einem geht da drinnen. Die Gefahr ist, dass man missverstanden wird. Die Gefahr ist, dass das Gegenüber nicht angemessen reagiert. Dass es versucht, klein zu machen. Dass es versucht, sich selber einfach in die Beziehung hineinzutun. Oder dass es das vielleicht im schlimmsten Fall sogar missbraucht und gegen dich verwendet tut, wenn du ehrlich und transparent bist. Aber es gibt keine Verbundenheit ohne Verletzlichkeit. Es gibt keine Verbundenheit ohne die Öffnung am Gegenüber. Solange du Mauern hast, solange du Sachen bei dir behaltest, wird nie so eine Verbindung in deinem Leben entstehen. Verletzlichkeit bedeutet Anteil zu geben an Gefühle und Gedanken, bedeutet zu seinen eigenen Grenzen und Schwächen zu stehen, einzugestehen, dass man nicht vollkommen ist. Und dann immer wieder neu einen Vertrauensvorschuss zu geben in Beziehungen drin. Weil so ist es halt leider mit Verbundenheit und mit Vertrauen. Es ist ein Wagnis. Man gibt es immer im Voraus, ohne zu wissen, was rauskommt dabei. Ohne die Garantie, dass es sich am Ende lohnen wird. Zu tiefen, ehrlichen, tragfähigen, vertrauensvollen Beziehungen gehört es dazu, sich verletzlich zu machen, sich verletzlich zu zeigen in Beziehungen drin. Und so möchte ich mit dieser Predigt heute Morgen dir Mut machen, ein Wagnis einzugehen im Umgang mit den Menschen, die in deiner Nähe sind. Das Wagnis einzugehen, dass du dich unterordnest dem Gegenüber, dass du sagst, also gut, dann nehme ich dein Wohl und das, was dir gut tut, im Blick und vertraue darauf, dass Gott dafür sorgen wird, dass auch ich nicht zu kurz komme. So wie dem Bild mit diesen Löffeln, oder? Wenn jeder einem anderen gibt, dann kommt jeder etwas über. Aber es ist ein Risiko. Weil du kannst es ja nicht selber reinschoppen, gell?
Du musst jemand anderem zuerst geben und darauf vertrauen, dass auch du genug wirst bekommen. Ich will dir Mut machen, dich zu fragen, was hast du zu geben und was dein Gegenüber braucht in diesen Beziehungen drin. Und zu sagen, fürsorglich da zu sein und zu teilen, was Gott dir gegeben hat, was für Ressourcen das du hast. Und ich will dir Mut machen, dich immer wieder neu verletzlich zu zeigen in Beziehungen drin. Es lohnt sich. Es lohnt sich nicht, weil man nie verletzt werden wird. Es lohnt sich nicht, weil das Risiko immer dann gut kommt. Aber es lohnt sich, weil es der einzige Weg zu echten, tiefen und tragfähigen Beziehungen ist. Dass man sich öffnet, dass man teilt und dass man Vorschussvertrauen gibt im Leben drin. Ich bete. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass das nicht blanke Theorie ist, sondern dass du genau weißt, was es heisst, sich zu öffnen in Beziehungen drin. Du weißt sogar, was es heisst, verraten zu werden, hintergangen zu werden, ausgenutzt und verletzt zu werden. Und trotzdem bist du den Weg gegangen. Und trotzdem lädst du uns ein, uns an dir ein Vorbild zu nehmen. Und ich bitte für mich, ich bitte für jedes da drinnen, wo Verletzungen mitträgt aus so Beziehungen durch, dass du, Heiliger Geist, uns hilfst, dass die Wunden heilen in unseren Herzen. Da braucht es manchmal dein übernatürliche Wirken in uns drin, dass wir uns bei dir abladen und Heilung empfangen. Wir bitten dich aber zusammen auch, Heiliger Geist, dass du uns immer wieder daran erinnerst, was es braucht für tragfähige Beziehungen. Und ich will dir in meinem Leben das Recht geben. Wir wollen dir stellvertretend das Recht geben, dass du uns immer wieder einen Spiegel vorhalten, wo wir uns ins Zentrum stellen. Und wir bitten um deine Kraft, um den Mut und um das Gelingen da drin, immer wieder einen Schritt zu machen aus dem raus. Uns immer wieder unserem Gegenüber zuzuwenden und uns immer wieder neu verletzlich zu zeigen da drin. Komm uns zu Hilfe, auf dass unsere Beziehungen nochmal an Tiefe und an Qualität gewinnen in unseren Ehen drin. Dass sie tragfähig und fest werden durch alle Stürme vom Leben durch. In unseren Familien drin. Dass auch dann, wenn wir unsere Kinder loslassen müssen, ein Fundament da ist, das hebt, das trägt. Weil da Beziehungen sind, die verheben. Und in unseren Freundschaften, in unseren Wohngemeinschaften, in unserem gemeinsamen Unterwegssein drin. Auch als Kirche ganz besonders. Beziehungen sind, die Stürme aushalten mögen, auf dass wir gemeinsam vorwärts gehen können. Amen.